Frauen stehen häufig schlechter da als Männer. Eine Studie zeigt, wo auf der Welt die Situation besonders dramatisch und wo es zur Geschlechtergerechtigkeit nicht mehr weit ist. Die Welt ist weit entfernt von Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. So beschreibt es eine Studie der Organisation Equal Measures 2030. Mädchen und Frauen seien weltweit strukturell in ihren Rechten und in ihrem Wohlbefinden benachteiligt. Frauen werden schlechter bezahlt als Männer und sind in Macht- und Entscheidungspositionen unterrepräsentiert. In manchen Regionen der Welt dürfen Mädchen keine Schulen besuchen und sind stärker von Hunger betroffen. Frauen sind häufiger Opfer sexualisierter Gewalt und erledigen öfter unbezahlte Tätigkeiten. Mit dem Artikel aus der deutschen Zeitung Der Spiegel möchte ich euch willkommen heißen zu dem zweiten Teil von unserer Serie Fragen, die die Welt bewegen, mit Themen, die ihr auswählen könnt. Ihr habt abgestimmt und heute Morgen zum Thema Gleichstellung. Die Studie, die hier zitiert wird, ist eine Studie von der Organisation Equal Measures, die anhand von 17 Faktoren untersucht hat, wie das der Fortschritt ist, weltweit gesehen, von der Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und was der Artikel deutlich zeigt, ist, nach wie vor besteht ein grosser Handlungsbedarf, wenn es darum geht, dass Frauen und Männer gleich viel Recht zustehen, gleiche Möglichkeiten zustehen. Leider ist die Schweiz auch in diesem Bezug kein grosses Vorbild. Natürlich hat sich einiges verändert seit der Einführung vom Frauenstimmrecht 1971 und zwischen der Verankerung von dem Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung 1981. Aber noch immer gibt es grosse Herausforderungen. Das zeigt uns zum Beispiel Veranstaltungen wie der Frauenstreik 2019 mit über 100'000 Teilnehmenden. In einer Medienmitteilung von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen vom 30. April von dem Jahr heißt es: Dabei zeigt sich, mit der politischen Gleichberechtigung war der Kampf nicht zu Ende. Auch heute braucht es engagierte Frauen und Männer, die sich für die Durchsetzung der Lohngleichheit, für eine faire Verteilung der unbezahlten Care-Arbeit, für mehr Frauen in Entscheidungspositionen und den Abbau von Ungleichheit in allen Lebensbereichen einsetzen. Das Bundesamt für Statistik hat erhoben, wie es steht um Gleichstellung in der Schweiz, und es zeigt sich, dass Frauen im Schnitt immer noch rund 20% weniger verdienen als die Männer. 44% von allen Lohnunterschieden von Frauen und Männern sind nicht erklärbar durch andere Faktoren. Frauen sind nach wie vor untervertreten in Entscheidungspositionen. Sie leisten deutlich mehr unbezahlte Familien- und Pflegearbeit und sie sind nach wie vor deutlich häufiger Opfer von Diskriminierung, Sexismus und sexualisierter Gewalt. Der Hashtag MeToo hat eine weltweite Bewegung ins Rollen gebracht. Und gerade diese Woche ist ein 15-minütiger Videoclip auf Pro7 von Joko und Klaas sehr intensiv diskutiert worden. Vor ein paar Tagen ist eine Studie herausgekommen, wie es steht um den Menschenhandel in der Schweiz. Nämlich am 11. Mai von diesem Jahr haben die Medien berichtet, dass der Jahresbericht von der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration rund 255 gemeldete Fälle von Frauenhandel in der Schweiz zur Anzeige gebracht worden sind. In unseren Breitengraden ist die Frage nach Gleichstellung enorm präsent. Leider hat sich auch die Kirche und die Theologie nicht als besonders förderlich erwiesen in den vergangenen Jahren, wenn es darum geht, um die Gleichstellung von Mann und Frau. Wir können sagen, sie haben wenn dann eher zum Problem beigetragen, als sie eine Lösung hätten angeboten. Besonders im Mittelalter ist die Stellung der Frau hat sich das sehr verschlechtert. Es ist immer schlimmer geworden. Und es gibt auch bei grossen, herausragenden Theologen zum Teil haarsträubende Zitate. Ich habe nur eins da vom berühmten Martin Luther, wo heißt: Eine Frau hat häuslich zu sein. Das zeigt ihre Beschaffenheit an. Frauen haben nämlich einen breiten Podex und weite Hüften, dass sie sollen stille sitzen. Wie der bekannte Schweizer Film «Die göttliche Ordnung» schon in seinem Titel sagt, es geht dort um die Einführung vom Frauenstimmrecht in der Schweiz,
ist die Meinung, dass der Mann das Haupt der familiären Gemeinschaft sei und dass ihm darum besondere Rechte zustehen, noch bis vor ein paar Jahren als von Gott so eingesetzt, gewollt und unumstößlich verstanden wurde. Das hat natürlich auch mit ein paar Bibelstellen zu, wo ein scheinbar eindeutiges Bild zeigen, dass Frauen geringere Rechte haben als Männer. Ich lese nur eine bekannte, aus dem 1. Timotheus 2, 11-14. Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen und erst danach Eva. Und es war nicht Adam, der sich von dem Verführer täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebote hinweg. Ähnlich heißt es auch an anderen Stellen im Neuen Testament scheinbar sehr eindeutig zwischen Mann und Frau, wie das so steht. Was schnell klar wird, es tut sich offensichtlich eine Spannung auf. Auf der einen Seite haben wir da eine weltweite Bewegung, die sich aufmacht zu mehr Gleichberechtigung, zu mehr Gleichchancen, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Gleichstellung. Und auf der anderen Seite unser Wunsch als überzeugte Christen, die Bibel und biblische Aussagen auch ernst zu nehmen. Und schnell tut sich die Frage auf, wie denn die scheinbar klaren Aussagen, vor allem aus dem Neuen Testament, zu verstehen und in unserem Leben umzusetzen sind. Und um eins schon vorne wegzunehmen, die Predigt wird sicher keine fertige Antworten liefern. Die Thematik ist zu kostbar. Die Anliegen, die Wünsche und Bedürfnisse, die darin stecken, sie verbieten es uns, einfache, schnelle Antworten anzuklatschen. Sondern es soll eine intensive Suche sein. Eine Suche nach diesen Gedanken von Gott, die sich zeigen, über die Bibel hinweg, nach der grossen Linie, die uns helfen zu verstehen, was hat sich Gott überlegt, was seine Absicht, sein Plan, sein Ziel war mit den Menschen, mit Mann und mit Frau. Und wie hilft uns das, schwierige Stellen zu verstehen und in unserem Leben, in unserem Alltag dann auch umzusetzen. Ich hoffe, wir sind bereit für einen Streifzug in einem schnellen Tempo quer durch die Bibel durch. Bereit dazu, euer Herz aufzumachen, Verse zu euch reden zu lassen und vielleicht da und dort euer eigenes Bild, eure eigene Meinung auch hinterfragen zu lassen. Wir wollen das so machen, wie wir es immer gemacht haben. Indem dass wir schauen, was sagt die Bibel in einer grossen Linie. Indem dass wir uns fragen, wie hat Jesus das gelebt und gelehrt. Und dann mit dieser Grundstimmung im Herzen versuchen, einzelne Verse so zu verstehen, wie es die ersten Leser dort zumal verstanden haben. Uns zu fragen, was es für sie bedeutet und wie kann man diese Bedeutung in unseren Alltag, in unser Leben hier in der Schweiz im 21. Jahrhundert mitnehmen. Wenn es darum geht, herauszufinden, was Gott sich überlegt hat mit dem Mensch, mit Mann und Frau, dann fangen wir am besten dort an, wo alles angefangen hat mit Mann und Frau, nämlich in der Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte zeichnet uns den Plan und das Bild, das Gott hat, wo er den Menschen geschaffen hat. Und wir lesen einen der ersten Verse der Bibel im Kapitel 1, ab Vers 26, wo Folgendes geschrieben steht. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen, da steht im Hebräischen Adam, als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann, Zakar, männlich, und Frau, Nekeba, weiblich. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Hier berichtet die Bibel von dem ersten Moment, wo der Mensch geschaffen worden ist. Die Bibel berichtet uns davon, dass Gott sich ein Gegenüber hat machen, ein Ebenbild. Dass Gott den Menschen geschaffen hat, zum Gemeinschaft mit ihm zu haben und dass er ihm eine Aufgabe anvertraut hat. Auf dieser Erde sie zu kultivieren, sie zu bebauen, ihr Sorge zu geben, zu schauen, dass sie sich entwickeln kann. Wenn wir da lesen, dann sehen wir in dem ersten Kapitel vom ersten Buch der Bibel, dass der Mensch Adam geschaffen worden ist. Adam ist also nicht ein Name
für den Mann, sondern eigentlich ursprünglich Bezeichnung für Mensch ganz allgemein. Es kommt vom hebräischen Adama her, wo Erdboden oder Lehmboden bedeutet und soll die Verbindung vom Mensch zu dem in dieser Geschichte da beschriebenen, eben aus der Erde heraus geschaffen sein, symbolisieren. Und es folgt gerade anschliessend als Klarifizierung, als Verdeutlichung, wie das gemeint ist, dass Gott den Menschen in diesen zwei Geschlechtern geschaffen hat. Als männlich und als weiblich. Wenn wir ein bisschen weitergehen im 2. Kapitel vom 1. Buch Mose, dann sehen wir den Wunsch, warum das Gott den Menschen so geschaffen hat, als Mann und als Frau. Er hat den Adam angeschaut, was er gemacht hat, aus dem Erdboden, den Mensch, und er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch ist von Gott bewusst, absichtlich, ergänzungsbedürftig geschaffen worden. Das sagt uns der Text. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er braucht eine Ergänzung. Er braucht eine Vervollständigung. Und so heisst, dass Gott eben zu dem einen Mensch, Adam, eine Ergänzung, eine Hilfe dazu gemacht hat. Hilfe? Tönt das jetzt abwertend, minderwertig? Die Hilfin, die ihm da gemacht wird? Das Wort, das da geschrieben steht, ist Eser. Eser erscheint an fast 20 anderen Stellen im Alten Testament auch noch und fast überall in dieser Bedeutung, dass Gott die Hilfe ist, meistens fürs Volk, die Hilfe für die Menschen. Also das gleiche Wort, das die Hilfe Eva für den Adam beschreibt, seine Ergänzung, beschreibt auch Gottes Hilfe, Gott als Gegenüber für den Menschen. Ich will sagen, es ist weit, weit weg von einem abwertenden Gedanken, der da drin ist. Es ist das Bewusstsein, der Mensch ist ergänzungsbedürftig. Geht man nur mal ein bisschen weiter, dann sieht man, dass die Frau aus der Rippe vom Mann geschaffen worden ist. Und schon wieder schwingt so ein Gedanke mit, ist das minderwertig denkt. Aber das Wort Sela, das da erwähnt wird, meint viel allgemeiner an anderen Stellen die Seite von etwas. Man könnte also übersetzen, dass die Frau aus der Seite vom Mann als Teil von ihm geschaffen worden ist. Wenn wir jetzt also die ersten 2 Kapitel der Bibel zusammenfassen müssten, dann sehen wir da, dass Gott den Menschen geschaffen hat, ganz bewusst ergänzungsbedürftig. Dass er die beiden Geschlechter, Mann und Frau, so konstruiert hat, dass sie zusammen den Auftrag, den Gott ihnen möchte geben, können erfüllen. Nämlich die Erde zu kultivieren, zu bebauen, etwas daraus zu machen, aus dem Potenzial, das da ist. Wir alle wissen, dass die Geschichte leider nicht ganz so rosig weitergegangen ist, wie es da in den ersten 2 Kapiteln beschrieben ist. Bereits im 3. Kapitel der Bibel wird uns eine grosse Kluft zeigen, das Problem, das sich aufgetan hat. Der Mensch hat sich entschieden, sich zu emanzipieren, sich zu lösen von dieser Abhängigkeit und Verbindung mit Gott und selber wollen, sich auf eine Position herauszustellen, wo Gott gleichwertig ist. Das hat dazu geführt, dass vieles zerbrochen ist. Vieles zerbrochen ist zwischen Gott und den Menschen. Und wie wir lesen im Kapitel 3, Vers 16, auch vieles zerbrochen ist zwischen dieser Beziehung von Mann und Frau. Dann sprach er, Gott, zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Wenn man also irgendwo in der Geschichte nach dem Ursprung von der Ungleichbehandlung, von der Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau suchen, dann bin ich fest überzeugt, wir finden es da in dem 3. Kapitel. Theologisch sagt man dem der Sündenfall. Es ist der Moment, wo der Mensch sich gelöst hat. Und wie wir gesehen haben, ist die Lösung nicht nur eine Lösung zwischen der Abhängigkeit und dem Miteinander vom Mensch und Gott, sondern es ist auch eine Spannung, die sich aufgetan hat zwischen Mann und Frau. Nicht zwischen Mensch und Gott, sondern auch zwischen Mann und Frau. Und seit dem Zeitpunkt an ist durch Geschichte durch Kulturen immer wieder ein Riss gegangen zwischen dem Miteinander von Mann und Frau. Und oftmals hat der Mann seine körperliche Überlegenheit ausgespielt, um seine Frau oder die Frauen ganz allgemein zu beherrschen, zu kontrollieren und zu dominieren. Die Schöpfungsgeschichte zeigt uns den ursprünglichen Plan, den Gott hat mit dem Mensch, mit Mann und Frau. Und in der Folge begegnet uns durch die Geschichte immer und immer wieder ein sogenanntes patriarchalisches System. Ein System, wo die Welt, einzelne Gesellschaften, einzelne Gemeinschaften und Familien beherrscht, bestimmt, dominiert worden sind von Männern. Häufig vom Mann, vom Haus.
Frauen haben eine minderwertige Stellung gehabt, eine Stellung gehabt mit weniger Recht. Sie sind phasenweise sogar wie wahr behandelt worden, wo der Mann frei und nach dem eigenen Gutdünken hat dürfen, darüber verfügen. Das in ganz unterschiedlichen Zeitepochen, Regionen und Kulturen. Und ich hätte es geliebt, ein bisschen mehr einzutauchen ins Bild von Mann und Frau, wie sie sich im Alten Testament zeichnet. Aber leider ist das aus Zeitgründen nicht möglich. Man kann vielleicht kurz zusammengefasst sagen, auch das Alte Testament ist mehrheitlich männlich geprägt, bestimmt. Aber es gibt da und dort starke Frauen in einflussreichen Positionen mit wichtigen Anteilen an dem, wie die Geschichte verlaufen ist. Ich denke da zum Beispiel an eine Miriam, an eine Rahab, an eine Deborah, Königin Esther, eine Ruth oder eine Prophetin Hulda, um nur einige zu nennen. Und andere, denen ihre Geschichten sind vielleicht nicht ganz so bekannt, aber nicht minder einflussreich. Also hat es auch im Alten Testament da und dort Frauen gegeben in wichtigen Positionen. Aber gehen wir jetzt ein bisschen weiter zu Jesus und fragen uns, wie hat Jesus denn das Miteinander mit Frauen gelebt? Wenn wir ein bisschen forschen, dann merken wir, dass die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament eher zu einer Verschlimmerung der Situation beigetragen hat. Es gibt besonders Texte, wie zum Beispiel in der Apokryphe, im Jesus-Sirach-Buch, wo uns zeigen, dass es für die Frauen schwieriger geworden ist, dass ihre Rechte und ihre Möglichkeiten sehr schlecht sind zur Zeit von Jesus. Und da kommt also der Sohn von Gott mit in so einer Welt hinein, die geprägt und dominiert war vom Mann. Und er lebt eine völlig andere Welt. Einen völlig anderen, einen revolutionären Umgang mit Frauen. Etwas, was völlig unüblich war zu der damaligen Zeit. Ein Umgang, der geprägt war von Wertschätzung und von Gleichberechtigung. Die Art und Weise, wie Jesus Frauen begegnet ist natürlich unzwungen, dazumal revolutionär gewesen und ich glaube bis heute ein Vorbild, das wir uns nehmen können. So hat Jesus entgegen den kulturellen Gepflogenheiten einige Jüngerinnen, die mit ihm unterwegs sind. Wir lesen von einer Maria Magdalena, wir lesen von einer Johanna, wir lesen von einer Susanna und von anderen, die da erwähnt werden. Wir lesen vom längsten theologischen Gespräch, das uns überliefert ist in den Evangelien. Das ist nämlich das Gespräch, das Jesus mit der Frau am Brunnen in Johannes 4 führt. Wir lesen, dass Jesus die Maria lobt, die im Gegensatz zu ihrer Schwester Martha zu seinen Füßen gesessen ist. Die Bezeichnung zu den Füßen sitzen, lesen wir auch von Paulus, wo er berichtet über seine theologische Ausbildung beim Gamaliel, die er hatte. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus die Maria dafür lobt, dass sie zuhört und lernt von Jesus theologisch. Wir lesen unzählige Geschichten, Gleichnis und Vergleich, wo Jesus macht, wo sowohl Frauen als auch Männer erwähnt werden, wo Frauen als Vorbilder angestellt werden und wo die Lebensrealität von Frauen genauso beleuchtet wie Männer. Wir lesen zum Beispiel bei dieser berühmten Predigt in der Synagoge ganz zum Anfang, dass Jesus zuerst die Witwe vom Elia erwähnt und nachher den Syrer Naaman. Wir lesen von Gleichnis vom Flicken vom Gewand, traditionell eine Arbeit von der Frau, und von der Weinkälterei, traditionell Arbeit vom Mann. Wir lesen Gleichnis vom bittenden Freund und Gleichnis von der bittenden Witwe. Wir lesen das Gleichnis vom Senfkorn, wo ein Bauer erwähnt wird, das Gleichnis vom Sauerteig, wo die Frau erwähnt wird, wo gepacht wird. Wir lesen das Gleichnis vom Schaf, mit dem verlorenen Schaf, mit dem Hirt, der es suchen, das Gleichnis von der verlorenen Münze, mit der Frau, die es verloren hat, sucht und wiederfindet. Wir sehen in den Evangelien, dass Jesus bei Frauen zu Gast war, dass er Frauen berührt und geheilt hat, dass er die Ehebrecherin geschützt hat, die gesteinigt werden und dass er sich von einer Frau salben lassen hat. Und um das abzurunden, auch wenn es noch viel, viel mehr Stellen gibt, die zu erwähnen werden, hat sich Jesus eine Frau ausgesucht, Maria Magdalena als erste Zeugin von der Auferstehung. Notabene in einer Zeit, wo das Zeugnis von einer Frau keinen Wert hatte. Das war unbedeutend. Es hat nicht gegolten vor Gericht. Wenn ich eine Schlussfolgerung müsste ziehen aus diesen vielen Stellen in den Evangelien, die uns berichten vom Umgang, den Jesus mit Frauen hatte, dann wäre es die. Vielleicht ein bisschen gewagt. Aber es wäre die, dass Jesus das, was zerbrochen ist, bei dem sogenannten Sündenfall im Paradies, wo Adam und Eva sich entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen, wiederhergestellt wird.
Seine Erlösung und Versöhnung, wo Jesus bringt, das neue Königreich, ist nicht nur ein Königreich von der Erlösung und Versöhnung zwischen Gott und dem Mensch, zwischen der Intimität und Einheit, die zerbrochen ist, sondern es ist auch eine Botschaft von der Erlösung und Versöhnung fürs Miteinander von Mann und Frau, von all dem, was dort zerbrochen ist, im 3. Kapitel vom 1. Buch Mose. Natürlich muss man auch an dieser Stelle sagen, dass es andere Texte gibt im Neuen Testament. Es gibt dort Stellen, Aussagen, Umstände, die zumindest scheinbar ein anderes Bild zeichnen. Und es wäre falsch, einfach über die hinwegzugehen. Ja, die 12 Apostel, die Jesus sich ausgesucht hat und die später die Leiterfiguren in dieser ersten Kirche sind alles Männer gewesen. Und auch in den neutestamentlichen Briefen, besonders denen von Paulus, finden wir einige schwierige Stellen zum Miteinander von Mann und Frau. Leider können wir die nicht alle heute im Detail anschauen und leider wird es auch nicht möglich sein, absolut eindeutige Aussagen darüber zu machen, wie die zu verstehen sind. Aber wie ich schon gesagt habe, möchten wir mit dem Bild im Herz, das wir gezeichnet haben in dem 1. Buch Mose, wo wir gezeichnet haben im Umgang von Jesus mit Frauen, an die Stellen herangehen, die schwierig zu verstehen sind. Wie ich eingangs erwähnt habe, gibt es Stellen, wo der Paulus sagt, der Frau ist es nicht erlaubt, im Gottesdienst zu predigen, zu lehren, sich zu erheben über Männer, wie wir das am Anfang gehört haben, in der Stelle aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Wie könnte also der Paulus das gemeint haben? Ich weiß es nicht. Aber überlegen wir uns einmal, wie der Paulus selber mit Frauen umgegangen sind. Wir lesen aus dem Römer 16, das letzte Kapitel von dem bekannten Römerbrief, ein paar persönliche Worte und Gedanken. Nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Oder im Vers 3, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Und einen Einschub von mir, ein Zitat aus Apostelgeschichte 18. Priscilla und Aquila luden Apollos zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Und aus Vers 7 vom Römer 16, grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Wir sehen also, dass der Paulus selber sehr eng mit Frauen zusammengearbeitet hat und dass auch in den ersten Kirchen, die dazumal gegründet worden sind, wo der Paulus mitgegründet und mitverantwortlich war, Frauen sind, die in wichtigen und einflussreichen Positionen sind. In Aufgaben wie als Diakonin, also als Mitarbeiterin der Kirche, als Lehrerin, wie wir es da sehen, im Fall von Priscilla und Aquila, oder auch sogar mit dem Titel Apostel oder Apostelin, eben wie da am Schluss dann bei der Junia, wo da erwähnt ist. Nehmen wir da dazu die wichtige theologische Aussage aus Galater 3, was heißt, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau, weil durch Verbindung mit Jesus Christus alle zusammen ein neuer Mensch geworden sind. Und das heißt dann, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Jeglicher Unterschied zwischen den Juden und Griechen ist bereits in der Apostelgeschichte 15 ganz am Anfang der Geschichte vom Evangelium aufgehoben worden. Und alle Trennung zwischen Sklaven und Unfrei ist mindestens Mitte letztes Jahrhundert zunehmend aufgehoben worden. Und gleichzeitig stehen wir jetzt auch an dem Punkt, wo die Frage ist nicht auch die Ungleichbehandlung, die Ungleichberechtigung von Mann und Frau schwierig zu rechtfertigen, mit dem Blick auf das, was wir in der Bibel lesen. Wenn wir den Grundtenor im Herzen haben, wird uns bewusst, dass man alle Stellen in der Bibel, besonders auch die schwierigen Stellen, nicht aus ihrem Zusammenhang herausreissen darf. So sind im Neuen Testament die Briefe ganz effektiv Briefe gewesen, wo ein Autor ganz bewusst einen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern in eine bestimmte Situation hineingeschrieben hat. Und gerade das Beispiel vom 1. Timotheusbrief zeigt uns, dass der Paulus eine unzählige Anzahl an Bezügen zu der aktuellen Situation dort macht.
Das heisst, wir können diese Aussagen nicht richtig verstehen, wenn wir sie einfach aus ihrem Umfeld rausnehmen und so tun, als wären das für alle Zeiten geltende, festgelegte Gesetzmäßigkeiten. Wir müssen versuchen zu berücksichtigen, was ist das für eine Situation gewesen? Was hat es für diese Leute dort zumal bedeutet? Und wie können wir das verstehen? Leider ist es nicht möglich, im Detail auf all die Argumente einzugehen. Und ich muss fairerweise sagen, dass die Auslegung von diesen Stellen immer noch sehr unterschiedlich diskutiert und verstanden wird von Theologen. Es gibt aber doch eine zunehmende Anzahl von Gelehrten, von Theologen, die davon ausgehen, dass es sich auch da um einen konkreten Bezug hat. Der Timotheusbrief ist ja Kirche und ein Leiter von der Kirche, der Timotheus in Ephesus geschrieben worden. Es gibt in Ephesus, oder hat es dort zumal gegeben, einen berühmten Tempel von der Göttin Artemis oder Diana, je nachdem, ob griechisch oder römisch oder griechisch prägt der Name ausgesprochen wird. Es gibt auch gewisse Vermutmaßungen, was für Lehren und Überzeugungen, dass der Kult an dem Tempel beinhaltet hat. Und so gibt es eine Gruppe von Theologen, die davon ausgeht, dass in dem Fall vom Timotheusbrief Frauen sind in dieser Gemeinde, die fremde Vorstellungen und Lehren aus diesen Glaubensansichten versucht haben, in die Kirche einzubringen. Sie sind davon ausgegangen, dass es Frauen gegeben hat, die ein sexuell ausschweifendes Leben geführt haben, sich bewusst unzüchtig gekleidet haben, sich offen gegen die Ehe und Familie gestellt haben und gelehrt haben, dass die Frauen den Männern geistlich überlegen sind, wahrscheinlich mit einem Bezug zu einer anderen Version der Schöpfungsgeschichte. Und dass darum die Verse, die da geschrieben sind, am besten so zu verstehen sind, dass zu einer Spannung gekommen ist innerhalb der Kirche in Ephesus, weil Frauen sich auf eine ungerechtmäßige Art und Weise versucht haben durchzusetzen, zu dominieren über die Männer und mit ihren körperlichen Reiz, mit ihrer Sexualität Druck oder geistlichen Einfluss auf Männer können auszuüben. Mit einer Auslegung, die sich auf die damalige Situation bezieht, wie wir das da gemacht haben, gibt es eine Möglichkeit, die Aussage, das grosse Bild einzuordnen, das wir vorzeichnet haben, in die grossen Linien. Dass es da also nicht um ein allgemeines Redeverbot geht von den Frauen oder um eine Herabwürdigung von dem, was Frauen in der Kirche für eine Rolle, für eine Stellung oder für Recht sollten haben, sondern dass es eine Botschaft sein soll, die das harmonische und respektvolle Miteinander von Mann und Frau im Zentrum steht und wo die Botschaft vom Evangelium soll bewahren, von Irrlehren, von Sachen, die drin hineinkommen, die dieser Botschaft von der Erlösung von Jesus würden entgegenstehen und anders Zusätzliches würden dazu tun. Wir kommen zum Schluss und abschließen will ich unseren Streifzug durch die Bibel mit einem anderen berühmten Text aus dem Epheserbrief. Es ist ein Text, der auf der einen Seite viel dazu benutzt worden ist, zum Rechtfertigen, dass Männer mehr Recht, mehr Einfluss, mehr Stimme sollten haben als Frauen. Und gleichzeitig glaube ich aber aus tiefstem Herzen, ein Text, der uns eigentlich helfen könnte, ganz konkret zu sehen, wie ein Miteinander von Mann und Frau funktionieren könnte. Ist aus dem Epheserbrief Kapitel 5. Es heisst dort, ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ich bin fest überzeugt, der wichtigste Teil von dem Vers ist der erste Satz, und der wird so schnell überlesen. Es heißt, ordnet euch einander unter. Das ist doch die christliche Grundmessage. Eine christliche Grundmessage angewendet auf das Miteinander von Mann und Frau. Aber eigentlich ist es die Essenz vom Leben und von der Lehre von Jesus Christus selber. Es ist ein Ruf gegen den menschlichen Egoismus, der seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche über die vom Gegenüber stellt. Der will herrschen, der will stärker sein.
Für mich schwingen in dem «Ordnet euch einander unter» Aussagen von Jesus mit, wie zum Beispiel, wer der Erste sein will, soll anderen dienen. Oder lieb deinen Nächsten wie dich selber. Oder ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern zum Dienen. Oder niemand hat grössere Liebe als der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das Miteinander der Menschen, ganz besonders in der Ehe, gelingt nur dann, wenn nicht das eine über das andere sich stellt. Wenn wir diese Grundmessage in unserem Herz hineintragen, die Grundmessage von ordnet einander unter, das bedeutet, beachtet die Wünsche und Bedürfnisse von eurem Gegenüber. Setzt euch selber zurück. Wie oft ist die Aussage, dass der Mann das Haupt der Frau ist missbraucht wurde, um einen Einfluss auszuüben, wo die Wünsche, die Bedürfnisse der Frau denen vom Mann untergeordnet haben. Aber wenn wir das richtig verstehen wollen, müssen wir es dann nicht eigentlich so verstehen, wie es Jesus gelebt hat, wo sein eigenes Leben hingegeben hat, wo in allem, was er gemacht hat, von sich selber weggeschaut hat zum Gegenüber und gesagt hat, mein grösstes Ziel ist es zu erkennen, was die Menschen brauchen. Und mein Leben dafür hinzugeben, dass Menschen können Gemeinschaft mit Gott finden, dass Menschen können das Potenzial entfalten, das eigentlich in ihnen steckt, der Plan, den Gott über ihr Leben hat, dass sie ihn eigentlich umsetzen können. Was wäre, wenn das «Ordnet euch einander unter» ein Ruf ist an jedes von uns, unser Leben dafür zu geben, dass die Wünsche, zum Beispiel in der Ehe von unserem Partner, wertgeschätzt und umgesetzt werden können. Dass das meine Aufgabe ist, mein Gegenüber zum Blühen zu bringen. In diesem Abschnitt richtete Paulus ein paar spezifische Worte an Mann und an die Frau. Und ich will jetzt da nicht in Geschlechterstereotypen hineingehen und ich will darum auch nicht zu viel in den Text hineinlesen. Aber was wäre es, wenn einem Paulus klar geworden ist, dass der Mann und die Frau unterschiedlich gemacht worden sind von Gott, ergänzungsbedürftig. Und dass der Paulus da einem Mann und der Frau einen unterschiedlichen Ratschlag, Weisung gibt, wie er das Potenzial vom Gegenüber besser entfalten kann. Was wäre, wenn es eine Färbung gäbe in dem Text, wo es zeigt, dass der Mann ein besonderes Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung und nach Lob hat? Vielleicht sind genau diese Bedürfnisse der Grund für den Drang der Männer, sich miteinander zu messen, sich in der Karriere zu verwirklichen oder in Positionen mit Macht und Einfluss hineinzukommen. Und vielleicht kann die Frau diesem Bedürfnis gerade durch das am besten begegnen, indem sie das Tun vom Mann bemerkt und würdigt, indem sie seine Erfolge mitfeiert, indem sie ihm zeigt, dass sie ihm vertraut, ihm etwas zutraut und an ihn glaubt. Und könnte es sein, dass das besondere Bedürfnis der Frau ist, hingebungsvolle Liebe zu erleben. Liebe, die ihrer Priorität den ersten Platz gibt. Liebe, die sich fürsorglich um sie kümmert, die ihre Aufmerksamkeit schenkt, ihren Interesse schenkt, ihre Zeit schenkt, ihren Selbstwert stärkt durch Zuspruch und Ermutigung, sich selber freiwillig zurückstellt und ihr einen Platz gibt, beziehungsweise sie sogar ins Spiel hineinbringt. Bei so einem von gegenseitig Unterordnung geprägten Miteinander ergänzen sich die Stärken und die Bedürfnisse von Mann und Frau auf eine einzigartige Art und Weise. Könnte es sein, dass wir in diesem Miteinander unglaublich viel mehr könnten erreichen als im Gegeneinander. Was wäre, wenn wir einen neuen Traum anfangen zu träumen? Ein Traum von einem gleichwertigen und gleichberechtigten Miteinander von Mann und Frau. Was, wenn wir das Potenzial der Ergänzung neu entdecken würden, anstatt uns im Ärger über unsere Unterschiedlichkeit zu verlieren? Was, wenn wir neu anfangen, das Wohl vom anderen ins Zentrum zu stellen und uns gegenseitig zu ermutigen, zu fördern und einander mutig Platz zu geben, Platz zu schaffen, um sich zu entfalten, anstelle von einem gegenseitigen Machtspiel? Und was könnten wir echt für Gott noch alles Grossartiges erreichen, wenn wir das ganze Potenzial von dem sich gegenseitigen, ergänzenden und gleichgestellten Miteinander von Mann und Frau nutzen würden?
Die Predigt liefert dir keine Antworten, was das heisst für dein Leben. Aber ein paar Fragen, um darüber nachzudenken. Fragen, die ernst gemeint sind. Fragen, die zeigen, dass die Thematik kostbar und wertvoll ist. Fragen, die zeigen, dass es viel Ungerechtigkeit gegeben hat und immer noch gibt. Und dass Gott einen grossartigen Plan mit unserem Leben hat. Du kannst dich fragen, wie denke ich? Wie rede ich? Wie handle ich in Bezug auf die Gleichstellung von Mann und Frau? Ganz besonders, wenn es darum geht, dass Frauen Führungsrollen und Führungsaufgaben in sich haben. Wo ist ein Akt von der Buße, das heisst Umkehr, von der Vergebung und von der Versöhnung nötig, in Bezug auf meinen persönlichen Umgang oder unseren gesellschaftlichen Umgang mit Frauen bzw. mit Gleichstellung? Du kannst dich fragen, was schätze ich denn persönlich an der Ergänzung vom anderen Geschlecht? Und wo möchte ich diese Ergänzung bewusster suchen? Und ich glaube, eine wichtige Frage, um das, was am Schluss geht, ist, was kann ich persönlich dazu beitragen, dass die Menschen ganz allgemein und Frauen im Besonderen mehr von dem Potenzial entwickeln können, das Gott in sie hineingelegt hat. Wo stehen wir Männer, Frauen im Weg, dass sie sich entfalten können und den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, erfüllen? Und was machen wir, dass sich das ändert? Wo stehen sich aber vielleicht auch die Frauen selber oder gegenseitig im Weg? Wenn es darum geht, das Potenzial zu entdecken, wertschätzen, an sich selber zu glauben, den Platz mutig einzunehmen, wenn sich Chancen erbieten. Ich glaube, Gott hat einen grossartigen Plan und einen grossartigen Traum für uns Menschen, mit ihm und miteinander. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass die Bibel voll ist von Inhalten, die heute noch aktuell und relevant sind. Von Gedanken, die uns helfen, auch in der heutigen Zeit eine neue Sicht vielleicht zu gewinnen, eine geschärfte Sicht zu gewinnen über das, wenn wir miteinander unterwegs sein können. Ich danke dir für all das, was gegangen ist in den vergangenen Jahren in Bezug auf das Miteinander von Mann und Frau. Und ich bete um Vergebung, stellvertretend für alle Männer und auch für die, wo ich persönlich Frauen ungerecht behandelt habe oder dem in den Weg gestanden bin, was du für einen Plan hast mit ihnen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir ein starkes Miteinander entwickeln können. Ich bitte dich, dass das ganze Potenzial, das du in die Menschheit hineingelegt hast, dass es zur Entfaltung kommt. Ich bitte dich, dass der Traum, den du hast, dass Menschen dir begegnen können, dass ihr Leben zum Blühen kommt, dass sie in Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben können, noch viel stärker darf Boden gewinnen in unserem Leben, in unseren Kirchen, in unserer Gesellschaft, aber auch weit über unsere Grenzen aus, auf dieser Welt. Dass Menschen dich sehen dürfen, durch das, wie wir miteinander umgehen. Amen.